So, fertig. Tja, das haben wir endlich mal geschafft. Dann probieren wir es einmal. Das habe ich ganz gut hinbekommen. Hat er dauert. Dazu brauche ich mein Zeitfunkgerät. Haben wir auch. Und zwar da. Verdammt, das Zeitfunkgerät bekommt keinen Strom. Hätte ich nicht früher daran denken können, die Batterie zu laden? Darum werde ich mich sofort kümmern. Ja, warum hast du nicht da gedacht? Jetzt können wir wieder da oben. Wahrscheinlich zur Kapsel und irgendwie Strom sagen. Die ist offen. Wo kriegen wir Strom? Nicht auszudenken, was passiert wäre, wenn dieser kleine Ofen nicht so funktioniert hätte, wie er soll. Andererseits hatten wir keine andere Möglichkeit, es auszuprobieren. Die Zeitkapsel hat noch Energie. Vielleicht kann ich die Batterie am Generator der Zeitkapsel aufladen. Der Svensson befindet sich zwischen den beiden Zylindern. Ich kann das Zeitfunkgerät mit der Zeitkapsel verbinden. Jetzt kann ich die Position der Zeitkapsel in einem Umgebungsscan anzeigen lassen. Praktisch, wenn ich mich mal verlaufen sollte. Nicht Andererseits... Ach, da oben. Die Zeitkapsel hat noch Energie. Vielleicht kann ich die Batterie am Generator der Zeitkapsel aufladen. Aber wie stelle ich das an? Der Svensson brummt friedlich vor sich hin. Ansonsten ist da nach außen hin nichts Außergewöhnliches zu erkennen. Was ist das da? Die Energiezellen der Zeitkapsel werden über den Svensson gespeist. Er funktioniert rein biologisch. Blaualgen erzeugen aus Luft und Wasser energiereichen Wasserstoff. Mit dieser Technologie hätte der Klimakollaps leicht verhindert werden können. Dann ziehen wir heute mal eine heraus. Hören Sie doch auf, mich auf den Arm zu nehmen. Die Alge kann für so ein Gerät niemals genug Energie erzeugen. Sie kann nicht nur, sie wird auch. So, dann probieren wir mal das. Die Zeitkapsel hat noch Energie. Vielleicht kann ich die Batterie am Generator... Den Svensson kann ich nicht einstecken. Er ist fest montiert, um eine ständige Energieversorgung der Zeitkapsel zu gewährleisten. Die Kontrollen sind alle im normalen Bereich. Der Ladezustand ist sehr niedrig, ungefähr 15%. Aha. Es wäre möglich, die Energie einer Zelle auf die andere zu transferieren. Dennoch fehlen ca. 30% Ladung. Das Messer habe ich immer dabei. Man weiß ja nie. Mit dem Messer muss man. Funkgerät. Öffnen. Im Griff gibt es ein Batteriefach. Ah, da haben wir ja das Problem. Die Batterie ist leer. Aha, die Batterie. Ich könnte versuchen, die Batterie direkt am Svensson aufzuladen. Eigentlich sollte ich das nicht machen. Der Svensson ist für viel größere Energiemengen gedacht. Ach, was soll's, ich brauche die Energie. Genau. Oh, das klang nicht so gut. Das ist nicht so gut aus. Gang mal. Sieht nicht gut aus. Das hätte wirklich nicht passieren dürfen. Jetzt sechst du es einmal, was du angerichtet hast. Überprüfen wir es einmal. Die Alge, die die Brennstoffzellen mit Wasserstoff versorgt, ist eingegangen. Nigel wird mir den Kopf abreißen. Ja, nicht nur das. Nein, da geht gar nichts mehr. Nicht gut. Gar nicht gut. Nein, da geht nicht gut. Gut. Die Batterie ist wieder voll.
Ja, Hauptsache die Batterie ist voll. Ja, jetzt funktioniert es. Das Zeitfunkgerät hat wieder Strom. Dann marschieren wir mal zur Antenne. Ja, der Empfänger erkennt das Gerät. Na, dann wollen wir mal. Mal sehen. Jetzt müsste ich auf Empfang sein. Hallo? Zeitleitstelle? Irgendwer? Hier ist Funker Faye. Hört ihr mich? Zeitteam hören? Hallo? Schnell! Amplifier! Wir haben eine Na, dann. Wir versuchen seit Tagen, euch zu erreichen. Wir haben ein Problem. San Francisco ist... Hallo? Hallo? Die Verbindung ist sehr schlecht. Können wir... Hallo? Quadi? Faye? Faye? Die Zeitdrift ist bereits zu stark. Unsere Zeitlinien weichen mehr und mehr ab. Wir versuchen dich jetzt mit den anderen Teams zu verbinden, bevor der Kontakt ab... Quadi? Oh nein. Nein. Nein, bitte, bitte nicht. So, jetzt sind wir wieder dran. Was haben wir da? Dina, du lebst. Wo sind die anderen aus deinem Team? Wir haben hier ernste Probleme. Wir wurden getrennt. Ich fürchte, sie sind... Hey, bist du das? Bitte komm. Warte kurz, Dina. Da ist noch einer. Hey, wir haben uns verrechnet. 2050 ist zu spät. Joseph? Oh mein Gott! Was ist da bei dir los? Wir können den Klimagau nicht mehr aufhalten. Wir sind mittendrin. Ich wiederhole, wir sind... Game over. Es scheinen alle tot zu sein. Verloren. Wir haben verloren. Mission abbrechen. Bringt euch in Sicherheit. Dina? Dina! Dina, so melde dich doch! Oh nein! Die ist in London bereits abgesoffen. Faye, ich stelle auf 0,6. Ich kann vom Hören. Liegt an dieser verdammten Strahlung. Es ist das Kraftwerk. Hörst du? Ich glaube, Quelle gefunden, Faye. Sadi? Empfängst du mich noch? Bleib bitte dran, Sie sind alle tot. Und jetzt hat... Gerümpel. Es ist alles völlig zerstört und verdreckt. Hier war schon seit Jahrzehnten kein Mensch mehr. Was machen wir jetzt? Gehen wir oben? Wo ist eigentlich Nigel? Nanu? Nigel? Nigel! Seltsam. Ich suche besser nach ihm. Scheint eine Sitzgelegenheit zu sein. Es war mir ja nicht. Nein, da ist nichts. Oh, es fällt immer was in die Ritzen.
Da war aber nichts. Schade. Ich würde gerne, aber ich habe eine Mission. Was für eine wunderschöne Landschaft. Aber was soll das darstellen? Hey, das sind Bäume. Ich habe noch nie in meinem Leben Bäume gesehen. Es ist viel zu groß. Es ist das Einzige, was diesen Ort hier gemütlich macht. Ja, das ist besser. So, jetzt hängt das Bild gerade, wo es uns aber nicht weiterbringt. Ich kann sie nicht öffnen. Sie ist abgeschlossen. Ein Schreibtisch. Zwecklos. Sie ist fest verschlossen. Vielleicht mit dem Messer? Ich hoffe, das klappt. Nicht schlecht. Und was haben wir da? Ein Kreuzschlitzschraubenzieher. Was hat der hier drin verloren? Keine Ahnung, den nehmen wir mit. So, da geht's oben, da geht nach rechts. Schauen wir erst einmal oben. Da! Puh, das war knapp. Ich sollte aufpassen, wo ich hintrete. Richtig, deswegen gehen wir jetzt da oben. Nigel? Faye! Warte, ich komme zu dir. Verdammt! Wie komme ich da jetzt wieder hoch? Haltet durch, Nigel. Halte durch, Nigel. Eine Leiter? Irgend so ein alter Federmechanismus hat die Leiter wieder nach oben gezogen. Haltet durch, Nigel. Ich lasse mir etwas einfallen. Zu hoch. Warum zu hoch? Da ist doch ein Geländer. Keine Chance. Gib dir doch Mühe. Da ist eine Wäscheleine. Eine Nylonschnur. Reißfest. Nein, unzerreißbar. Unzerreißbar, nicht unzerschneidbar. Das Messer ist scharf genug. Sehr schön. Jetzt haben wir eine Wäscheleine. Eine Nylonschnur. Reißfest. Was haben wir da drin? Die Tür ist fest verschlossen. Außerdem wird sie von einem Haufen Schlick blockiert. Ich höre nur ein leises Knarren. Und Schritte? Nein, doch nicht. Verschlossen. Was auch sonst. Wie immer heute. Die Tür ist fest verschlossen. Außerdem wird sie von einem Haufen... Die Tür bewegt sich kein Stück. Ist ja gut. Die Tür ist fest verschlossen. Außerdem wird sie von einem Haufen Schlick blockiert. Und die Tür? Diese Tür hier hängt auffallend schief in den Angeln. Dahinter ist es völlig still. Das sagt allerdings gar nichts. Auf dieser Seite der Tür ist es ja auch nicht anders. Vielleicht können wir die öffnen. Verschlossen. Was auch sonst. Mit dem Schraubenzieher. Na, dann wollen wir mal. Autsch, nein, das ist definitiv das falsche Werkzeug. Damit habe ich einfach zu wenig Hebelwirkung. Hebelwirkung. Mir gehen offenbar langsam die Ideen aus. Jetzt überlege ich schon wahllos, Sachen aneinander zu knoten. Ja, wer weiß. Vielleicht bringt sie was. Eine Eisenstange. Diese Stange ist locker. Das war das Richtige. Ich nehme sie mal mit. Mit der Kappe die Türaufbrecher. Na, dann wollen wir mal. Gut. Merkwürdig. Da klebt viel Papier an der Wand.
Die Wand dahinter sieht auch nicht besser aus. Igitt. Die Wand hat hier Feuchtigkeit gezogen. Die Latten sind nass und morsch. Können wir vielleicht da eine? Nicht mit bloßen Händen. Aber mit der Eisenstange. Es geht. Ich wusste, die Stange würde mir noch nützlich sein. So, was haben wir jetzt? Servicewagen. Ein verdreckter Wagen, mit dem wohl unhandliche Gegenstände transportiert wurden. Nein, nur Müll. Nichts Nützliches dabei. Eine Spinntür. Ein einfacher Spind. Eine Seife, die können wir brauchen. Ist das Seife? Es riecht jedenfalls so. Brauchen wir. Eine Schaufel, können wir auch brauchen. Besen. Nehmen wir auch mit. Ich hoffe, der bricht nicht auseinander. Dann können wir da mal sauber machen in der Bude. Zahnputzgläser können wir auch brauchen. Bloß nicht, die Gläser sind widerlich. Und Ach meine so. Zähne könnte ich auch gleich mit einem Ziegelstein abreiben. So, was haben wir sonst noch? Nix mehr. Er ist zwar stabil, aber ich sollte ihn nicht zu sehr belasten. Sieht wie ein Teil einer Schaufel aus. Ein trockenes Stück Seife. Hat Seife eigentlich ein Verfallsdatum? Benutzen. Die ist steinhart und riecht ziemlich streng. Gut, jetzt haben wir allerhand Sachen gefunden. Und damit werden wir uns jetzt irgendwas basteln. Damit wir die Lot aber kriegen. Vielleicht mit dem Besen. Der Besen ist tatsächlich lang genug. Gute Idee. So, jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal da. Die Leuchtschrift ist durch das Nachbarhaus gekracht. Der Sturm muss entsetzlich gewesen sein. Nicht gerade stabil. Noch hält es. Dann Umme. Aha. So viele Bücher habe ich in meinem ganzen Leben nicht gesehen. der L. Hier sind alle Buchrücken völlig unlesbar geworden. Die würden in meinen Händen sofort zu Staub zerfallen. Das glaube ich sofort. Ein riesiger Haufen Schutt versperrt den Durchgang. Betonplatten wiegen ungefähr 1 Tonne. Ein Lesegerät. Irgendwelche Terminals, aber ich sehe keinen Knopf. Nur eine zylindrische Halterung in der Mitte. Keine sichtbaren Schalter. Vielleicht aktiviert man sie, indem man etwas in diese zylindrische Halterung steckt. Nur wo's? Das Fenster ist etwas staubig. Dahinter ist die überflutete Straßenschlucht. Können wir das öffnen? Es gibt keine Griffe oder so. Ja, die schiebt man auch nach oben. Irgendwelche Terminals, aber ich sehe kein... Ach, da geht's noch weiter. Nigel! Faye, komm nicht näher. Der Boden gibt nach. Ich suche ein Seil. Ich kann dich... Nein, Faye, du musst. Hast du versucht, über das Geländer? Nein, Faye. Faye. Hör mir gut zu.
Es ist wichtig, dass du mir ganz genau zuhörst. Finde das zweite San Francisco-Team. Finde Salvador und Delvin. Nigel, lass mich dir doch... 2050 ist zu spät. Ihr müsst einen weiteren Zeitsprung wagen. Hier, in dieser Konsole. Ich weiß jetzt, wie wir die Katastrophe abwenden können. Die Cyanobakterie. Sie ist unsere letzte Chance. Ich verstehe nicht. Ich habe die Informationen in 2 Datenkristallen gespeichert. Einer ist runtergefallen, als der Boden nachgab. Finde ihn. Gib ihn Salvador. Er wird wissen, was zu tun ist. Nigel, die anderen Teams, sie sind alle tot. Reich mir deine Hand. Die Bakterie. Sie ist der Schlüssel. Nigel! Sie wollen mich wohl veralbern. Was? Es war schrecklich. Er war der einzige Freund, den ich noch hatte. Wie könnte ich so etwas erfinden? Ach, kommen Sie. Sie wissen ganz genau, worauf ich hinaus will. Erst dieser Svensson und jetzt die Bakterie. Warum sagen Sie es nicht einfach? Ihr Freund starb für meine Forschung. Bedrückt dich das gar nicht? Ich bin, weiß Gott, kein Unmensch. Aber ich beginne allmählich die Strategie hinter Ihrem Märchen zu erkennen. Wir halten fest, meine Blaualge oder Cyanobakterie ist die Energiequelle der Zukunft. Wie geht's weiter? Ja. Wie geht es jetzt weiter? Genau die gleiche Frage habe ich mir damals auch gestellt. Ja, verreckt! 2050! Zu spät! Hallo? Wer ist da? Mission abbrechen. Bringt euch in Sicherheit. Zeitechos. Von den anderen. Moment mal. Was ist das? Ein Notrufsignal. Das zweite San Francisco-Team lebt noch. Das Signal ist keine 2 Meilen entfernt. Ich brauche ein Boot. Wo ist ein Boot? So, Nigel. Den hat's zerlegt. Und wir sind jetzt da und haben den Datenkristall gekriegt. Das muss ein antiker Datenspeicher sein. Er gehört zur Bibliothek. Ich brauche wohl eine Art Gerät, um ihn auszulesen. Ach so, dann können wir den da hier nehmen. Ja, dieser hier scheint intakt zu sein. Und es sieht so aus, als könnte ich die Daten hiermit auslesen. Das sind ja unendlich viele Daten. Ich warte mit der Auswertung wohl lieber, bis ich das zweite San Francisco-Team gefunden habe. Ach so. Tja, müssen wir dann wieder da oben? Er hängt nur noch an einem Scharnier, aber scheint dennoch stabil. Können wir das nicht als Boot nehmen? Der Globus hängt nur noch an diesem Scharnier. Er sieht noch recht robust aus. Mit bloßen Händen? Keine Chance. Mit Abschrauben? bloßen Händen? Keine Chance. Wir haben ja alles dabei. Ja, das scheint mir das geeignete Werkzeug zu sein. Ja. Da haben wir doch unser Boot. Noch ist er nicht untergegangen. Er besteht aus einer Art Hartplastik. Scheint seetüchtig. Dann stechen wir in See. Das würde vielleicht als Boot ausreichen, um das zweite Team zu suchen. Aber ohne Paddel bringt das nichts. Haben wir doch auch. Die kleine Schaufel ist nicht groß genug für ein Ruder. Ich brauche etwas, mit dem ich weiter ausholen kann. Ach so. Die Stange passt genau in die Wölbung vom Griff des Bleches. Mal sehen. So.
Und jetzt? Die Konstruktion ist noch nicht sehr stabil. Noch nicht stabil. Da haben wir ja vielleicht noch die Wäscheleine. Ja, mit dem Seil kann ich die beiden Teile fest zusammenbinden. Hey, das sieht aus wie ein Paddel. Gut, haben wir sie recycelt. Dann ab ins Boot. Auf geht's. Der Anzeige nach muss die zweite Kapsel hier ganz in der Nähe sein. Aha, aber die suchen wir erst, nachdem wir gespeichert haben.